So, liebe Feinripp-Gemeinde, ich glaube, wir haben ja diesmal ein kleines Problem. Und zwar muss man sagen, wir haben die Woche geprobt, ganz fleißig, und zwar mit der Biene, weil der Alex hier schon wieder auf Lampedusa irgendwo rumhockt. Also er hockt irgendwo, nicht in der Pals, nicht bei uns. Die Biene ist ein sehr, sehr guter Ersatz für den Alex. Und mir ist aber ein kleines Missgeschick passiert, und zwar habe ich vergessen, die Videokamera mitzunehmen. Passiert. Wir sind jetzt mittlerweile bei 352, glaube ich, die Woche. Kann nicht sein, dass es kein Video gibt. Und deswegen, wir sind hier im Zeitalter vom Handy, wo hier eigentlich jeder einstecken müsste oder hat von euch. Habe ich auch gehabt. Mein Handy war auch dabei in der Probe, war bloß leer. Auf jeden Fall möchte ich einfach einmal von euch Hammerwitze haben, weil das hatte man schon lange nicht mehr. Witze, ja, die flacheste Witze, wie es geht. Erzählt einfach mal, gerade wo ihr seid, was ihr so macht. Du vor allem, Alex, was sehr, sehr wichtig ist, Bube, seid so gut, macht das im Querformat, sonst, dass ich euer Hackfresse genau sehe. In diesem Sinne, Rock'n'Roll. So, was soll man jetzt machen? Witze erzählen? Ist schon Sommerloch oder was? Mir fallen keine Witze ein. Die einzige witzige Situation, die ich erlebt, sind wirklich passiert. Neulich auf dem Wallfest, da stand mal es war vor dem Gig, stand mal am Scholle-Stand und da habe ich gehört, wie einer gesagt hat, hallo, Frau Wirtschaft, wie sieht denn das aus? Der Scholle, den ich vor einer halben Stunde bestellt habe, was macht denn der? Und dann hat sie gesagt, 3,50 €, mein Herr. Das fand ich lustig. Und das zweite war, nach dem Gig saßen wir noch zusammen auf der Bank und am Tisch und haben was getrunken. Und da kam jemand und hat gesagt, Entschuldigung, ist der Platz da noch frei? Und dann hat der Harry gesagt, nee, da sitzt der wo da unterm Tisch liegt. Fand ich auch gut. Ja, spontan, witzig, einfach gut. Die Jungs von Feinripp sind unglaublich. Einen Witz, erzähl mal einen Witz. Ah ja, ich hab einen Witz. Heute Morgen haben wir gedacht, es regnet hier, dabei war es nur der Rasensprenger, der uns geweckt hat. Ja, das war unser Witz. Wir machen nachher nochmal ein Bild vom Meer, aber ansonsten, Moment, Titten. Okay. Vielleicht sieht es aus wie richtige Titten. Moment. Nee, doch nicht. Okay. Aller gut, wir melden uns später nochmal vom Beach. Vom Beach. Mit unseren geilen Schwimmring. Hallihallo, meine lieben Feinrips, diesmal vom Strand. Auch wenn es alles nach Spaß aussieht, natürlich ist alles brutal harte Arbeit. Ich bin gleich wieder am Pool. Vorhin war mal Donut schwimmen in den Wellen, das ist saugut, das empfehle ich dir. Es ist harte Arbeit, genau. Donut rutschen auf den Wellen, Donut surfen ist Wadenaufbautraining. Deswegen, das ist alles, ich baue das alles nur auf und mache das alles nur für Feinripp natürlich. Und ich vermisse euch und bin froh, wenn ich bald wieder am Start bin. So, jetzt noch ein paar Impressionen. Einmal du. Oh, da hinten, da bauen wir irgendwo auf gleich und dann müssen wir spielen. Das ist auch nur Übung für Feinripp. Aber es ist hart. Sehr, sehr hart hier. Ich freue mich, wenn ich bald wieder bei euch bin, meine Schätze. Bis demnächst. Au revoir. Alex, ja, wir glauben dir, das sieht wirklich alles nach super harter Arbeit aus, ohne Scheiß. Also, ja, wir vermissen dich auch total. Also, es ist zwar so, dass wir mit der Biene echt eine coole Vertretung auch für dich haben, ne? Aber die ist halt das muss ich überlegen, gerade im Donut-Surfen, ne, da ist die halt echt auch nicht so gut. Deswegen trainier du mal ganz gut und komm wieder, dass wir dich bald bei den wirklich wichtigen Aufgaben hier wieder da haben. Und wenn wir schon beim Thema sind, ne? Mein Donut kann ich dir nicht vorenthalten, Christoph. Hier ist mein Monster Wellen-Donut. Das Ding ist der Hammer. Wie viel Spaß man mit 5-Euro-Ringen haben kann.
Ich habe jetzt auf den... Entschuldigung, ich habe jetzt auf den Witz gewartet, aber... Ja, glaub, der kommt nicht mehr. Geht ein Mann zum Doktor und sagt, Herr Doktor, ich habe jeden Morgen um 7 Uhr Stuhlgang. Sagt der Doktor. Ah ja, ist doch gut. Ah ja, aber ich steige doch erst um 7:30 auf. Das wird übrigens kein Querformat, du Haseherrn. Da ja Arztwitze jetzt ziemlich aktuell sind, hätte ich auch noch einen schlechter. Ein Mann kommt zum Arzt und sagt, Herr Doktor, ich kann kein Blut sehen. Und dann sagt der Arzt, ja, warum nicht? Ich bin blind. Jetzt! Monchi, ich hätte fast vergessen vor lauter Aufregung deren Burg Ehrenbreitstein. Aber hier, guck mein Witz. Für dich, extra für dich. Warum benutzen Beamte immer dreilagiges Klopapier? Weil sie für jeden Scheißdreck zwei Durchschläge brauchen. Ist der gut? Ist der gut? Ja, der ist gut. Monchi! Ich will auch noch etwas erzählen.